Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 22. Spieltag der Bundesliga, und der FC trifft auf die Radkappen aus Wolfsburg. Aber bevor wir über die sprechen, machen wir natürlich einen kurzen Rückblick auf unsere Feierwoche im Karneval und das Spiel in Stuttgart. Und da gibt es ja einige, die sich beschweren, dass wir unprofessionell gewesen wären, also unsere Mannschaft vor allen Dingen, die zu viel gefeiert hätte und deswegen in Stuttgart jetzt verloren hat. Also aus unserer Sicht gibt es da nur ein Statement, das wir abgeben. Diese Niederlage ist uns scheißegal. Scheißegal. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind die Partei Kultur statt Knete. Ne? Wir können die Leute nicht mit Geld halten, aber wer einmal am Rosenmontagszug mitgefahren ist oder auf so einer Sitzung war, der wird das nie wieder vergessen und der wird das im Zweifelsfall auch nochmal haben wollen. Das heißt, wenn wir junge Leute hier haben wollen und binden wollen, ist das genau die richtige Strategie. Und Thema junge Leute, da sind einige ja auch nach Hause geschickt worden aus Stuttgart. Und das ist eine Nummer, die uns wirklich überhaupt nicht scheißegal sein kann. Nee. Denn ganz ehrlich, diejenigen, die das veranlasst haben, so kurz vor Spielbeginn die FC-Busse zu stoppen und zu durchsuchen, die würde ich mir wünschen, dass sie das mal erleben, 4 Stunden zum Auswärtsspiel zu fahren und dann kurz vor Ankunft und kurz vor Spielbeginn dazu gezwungen zu werden, wieder umzukehren. Also ganz ehrlich, das ist sowas von asozial, anders kann ich es nicht bezeichnen. Nee, das war widerlich. Ne? Und woran hat es jetzt gelegen, dass wir verloren haben? War da vielleicht doch irgendwas innerhalb der Mannschaft? Innerhalb der Mannschaft? Danke, lieber Jonas Hector. Das war genau die richtige Antwort auf so eine dämliche Frage. Und eine richtige Antwort würden wir uns im Übrigen auch mal so langsam vom Bundeskartellamt wünschen, die jetzt seit Monaten am Recherchieren sind. Und eigentlich ist das Thema Wettbewerbsverzerrung doch deren Kerngeschäft. Ja, und eine klarere Wettbewerbsverzerrung, als wir die in der Liga haben, kann man die ja wohl kaum haben. Ne? Wenn das Bundeskartellamt allerdings nichts sagt, dann müssen wir als Fans es immer wieder machen, auf den Plakaten im Stadion oder bei uns auf dem Shirt. Und bei uns steht deswegen Plastikwölfe rauskicken. Ja, genau. 2 Kölsch auf 3 Punkte gegen Wolfsburg. Prösterchen, Leute. Schmeckt schon wieder. Lecker. Ich würde sagen, ran an die Arbeit. Und das gilt für unsere Jungs auf dem Platz einerseits und für die Herrschaften vom Kartellamt andererseits. Wir wollen jetzt wirklich mal langsam Taten sehen. Und apropos Taten, hier auf der Deutzer Brücke ist auch schon einiges passiert seit gestern, als das erste Mal in der Geschichte der Rosenmontagszug über die Deutzer Brücke ging. Und mittlerweile sieht man schon nichts mehr. Ja, gestern noch knietief im Plastik gestanden, heute schon alles weg. Wir Kölner, wir wissen, wie man Plastik los wird. Liebes Kartellamt, daran bitte ein Beispiel nehmen. Köller Alaf! Und bis Samstag 15:30 Uhr. Macht's gut, Leute.